Also bereit für Kapitel 12, die Wächter bei Fire Emblem Engage. Wobei ich das Gefühl habe, das Kapitel könnte wieder mal ein kürzeres sein. Gut zu wissen, Treibsand. Okay, der kommt kaum vom Fleck, das ist doch gut. Das heißt, der kommt relativ weit mit seinem Speer, wa? Gerade wenn der mit Elfenlicht angreift. Oh komm, wisst ihr was? Luni! Ich muss sagen. Was macht denn der da unten? Der hat noch ordentlich Speed drauf. Der aber eher weniger. Elegant ausgewichen. Oh. Und praktisch gar keine Erfahrungspunkte. Das ist bitter. So, natürlich kommt die Magier kaum vom Fleck. Das war zu erwarten. Das heißt, ich muss auch hier irgendwie versuchen anzulocken. Banzai! Ja, da kommen einfach zwei Dinger daran. Ein Donnerschwert, so. Den kriege ich dafür nachher. Sind da relativ gute, wobei die Resistenz geht bei I. Wobei sie noch besser ist bei. Okay, nichts gesagt. Man könnte es riskieren. Was sind für ein Speed überhaupt? Also, gedoppelt wird sie sicher mal, nicht im Gegenteil, die doppelt. Okay. Der wird sagen, tschüss. Oh, sie ist sauer. Ja, du, ich meine, man könnte auch Schaden machen, aber hey, warum überhaupt? Okay, die gehen wir nach vorne, bitte. Die. Da können auch ein paar auf sie zu. Bin ich jetzt ein bisschen zu viel, deswegen mache ich lieber hier. Oh, wei. Irgendwas Besseres, was Sofortkill. Ich meine, hier Meisterland. Ich meine, einmal wirst du wohl kritten. Nein, natürlich, dafür trifft der andere. Ey, leck mich am Arsch. Wie kann du so ein Pech haben? Das Problem ist, er kommt zwar schon nicht mit dem Donner, aber ist eigentlich ein bisschen wenig. Ja, komm, weißt du was, scheiß drauf, dann machen wir es hier anders. Bündnis mache ich gleich.
Ich gehe doch lieber mal hier vorne hin. Beziehungsweise, immer so noch ein bisschen anders. Der auch Treibsand war. Hatten wir gerade schon. Welche Waffe wäre da hier jetzt am besten? Der Langspeer, okay. Hä? Wieso kann ich Pflege nicht einsetzen? Er will doch sie heilen und steht direkt neben mir. Ja, nur bis hierhin, ich weiß nicht, ey. Bis hierhin vielleicht soll er auf mich losgehen. Oh, das machen sie sowieso schon. Die werden nachher im Treibsand, hä? Weil man könnte es riskieren, weil was soll schon groß passieren? So, und den da kümmert sich Boucheron, aber sicher nicht mit der Axt, das wird wohl nicht funktionieren. Obwohl Treffer wurde höher als erwartet bei ihm. Nee, für das kann er ein Bündnis. Der Tiki-Schlag. Ja, kann man Tiki-Schlag. Ja, sowas nenne ich einen typischen Tiki-Schlag. So, der ist mit der Stahlaxt unterwegs. Das setzt ihn mal hier hin und gucken wir mal, was er drauf hat. Wow, toll. Mit der Erkenntnis kommt es auch ein bisschen spät. Ich habe Nachbarn und Verbündeten. Ja, okay. Und doch eher, dass du irgendwie so Priester irgendwie auch anderen helfen kannst, aber nee. Ja gut. Wenn das so ist. Und man sagen, viel Spaß, Boucheron. Ja, Resistenz wäre uns lieber gewesen, ganz ehrlich. Ja, das ist das Problem der Eisen, oder beziehungsweise der Großdinger, der Großwaffen. Oh, der macht sogar Schaden, ey, krass. Ich kann nur so ein Pech haben. Tja, so, Freunde, alles wieder zurück. Weil ich will ja keinen verlieren. Kristall. Wir haben sogar fast das Gefühl, er geht wieder bis ganz am Anfang zurück. Kauf in deinen Stab.
Ne, in dem Fall dann nicht. Schade, warte mal. Achso. Ah, Mann. Ja doch, muss es so sein, wa? Du kommst sowieso nicht bis... Scheiße. Du kommst gar nicht bis da unten hin. Bis so Chloe. Dann mache ich es mal nur so. Einfach nur, um die beiden irgendwie abzufangen. Fertig. Ein berittener Bogenschütze ist eigentlich noch interessant. Critical Finisher! Oh, jetzt ist er sauer, ey. Ein Tick geschlagen nach Kriten. Yes, Mann. Ein bisschen Geschwindigkeit, cool. Oh, jetzt hat man Fangpunkte gekriegt. Wie immer im flotten Speer. So. Also ein anderer wäre sauer gewesen, hätte wäre aufs Ganze gegangen. Aber er so, nö, warum auch? Passiert ja nichts, wa? Fugado. Man sagt das. Ah ne, warte mal, Berittene ist erst Level 17, okay, sorry, nichts gesagt, nichts gesagt. Also schon mehr weiterentwickeln und trotzdem nur so schwache Werte. Man könnte bei ihm mal... Ja, physischer Angriff, super, warte mal. Nein, falscher Knopf, so. Stärke 12, 7, 17, 18, 10 und 11, ja, also... Magie, wenn es irgendwie so einen Magiebogen gäbe, wäre vielleicht noch froh drum, aber ansonsten okay. Behendigkeit, Geschwindigkeit von Meriteneinheiten, ja. Muss mal gucken, was der noch so drauf hätte. Ey, du. Ja, genau, du. Was guckst du? Bougeron braucht Erfahrungspunkte. Denn ihr wisst ja, Bougeron oder Bougeron. Oder Bougeron halt nicht. Ach ja, stimmt, da war ja was, ja? Bündnis! Engage! Ansonsten ist es bisher relativ easy. Aber sonst hat keiner von denen irgendwie wirklich was drauf, wa? Astra Sturm hätte ich jetzt zwar gerne genutzt, aber dann lassen wir das halt. Okay. Das Fingering hat schon was drauf. Dann halt so. Was auch unbedingt öfter machen muss, ist die Fähigkeit von Tiki. Das anderen einen Erweckungsstein gebe. Erstens ist die Fähigkeit so overpowered,
Und zweitens kann ich die eigentlich gerade auch hier gut brauchen, um ihn zu leveln. So. Und Chloe ist eigentlich schon stark genug, da heißt, ich mache lieber mal hier ein bisschen was. Muss also verdammt schnell sein. Ein Wolfsritter. Ja, viele Erfahrungspunkte geben die echt nicht. Bruch. Ja gut, ich meine... Es könnte ein Crit sein. Nein, warum auch? Pff, warum soll sie quitten? Das ist ja... Bündnis bringt mir irgendwie nichts, zumindest aktuell nicht. Ich kann kurz mit Junaka vorbei, vielleicht kann ich da unten mal noch helfen. Ah, stimmt, kann ja. Ja, komm, was weg ist es weg, weil ich traue dem nicht. Ja, wenn sie kaum welche Fähigkeiten bekommt, nicht kommt die mit Einheit, kein Problem. Einer von euch kann sicher mal ein Schwert mit Magie kombinieren. Wer auch immer das sein wird. Ja. Ich meine, hier sind so 3 Stück da unten. Der Gegner kann auch nicht viel machen. Da muss ich einfach nur den Gegner platt machen und gut ist, oder was? Warte mal, dann machen wir es mal ganz kurz noch ein bisschen anders. Du gehst jetzt mal hier hin. Du gibst den göttlichen Segen, weil eben das generiert Erfahrungspunkte bei dir. Und das nicht so knapp. So, beim Rest hier, ich weiß nicht, was er da großartig machen soll. Maximum! Ja, doch, doch. Das ist ein schönes Level up, bla 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 bla. Ja, es ist ein Level up. So, einfach noch dahin. Feuer erhalten, super. Ja, noch irgendwie den ganzen Scheiß hier, wa? Aber bro, Scheiße, das Kapitel ist schon kurz. Oh, da oben ist noch einer. Den haben wir ganz vergessen. Ja gut, das bisschen Verstärkung jetzt, das machen wir jetzt auch nicht irgendwie. Angst will ich gerade mal behaupten. Ja, fast. Die Frage ist halt hier, was macht mein Quatschen? Doppelgängerband, Verband Doppelgänger. Alter! Achso, ich kann sie mit meinen eigenen kombinieren. Boah, ist das krass, ey. Ah, stimmt, bin ich schon Level 20er, bin ich ein Idiot. Da hätte man natürlich auch sparen können. Na egal.
Nein, kein Fortschritt. Leider kein Fortschritt zu verzeichnen, tut mir leid. Noch so ein scheiß Gegengift. Ja, die Items, die wir hier bekommen, sind irgendwie auch meistens ein bisschen doof, finde ich. Oh, Bougeron! Problem? Weil Treibsand, wir kommen nicht richtig weg hier. Ich muss dringend hier raus. Puh. So. Netten wir das. Ansonsten. Ja, da hinten sind natürlich jetzt noch ein paar Gegner, weil damit haben wir jetzt nicht gerechnet, aber ist kein Problem. Nunaka kommt zu Hilfe. Dauert eh, bis sie da sind. Wow! Der Gegner kann kriten, krass. Glück habe ich einen Erweckungsstein gegeben. Das könnte sonst eklig werden. Das hat natürlich noch irgendwie Hunderttausende von Unterstützern hier. Natürlich auch nicht so gut. Könnte klappen. Naja. Nicht so wie ich eigentlich wollte. Aber okay. Könnte schlimmer sein. Schade, dass ich hier nicht richtig wegkomme. Wenn ich es hier mache, dann greift die anderen mich an. Gleich am Erweckungsstein, das wissen wir mittlerweile. Okay, komm. Ich will ja gucken, dass er auch Erfahrungspunkte kriegt. Abgesehen davon haben wir ihn ja noch zum Heilen unter anderem. Wir haben sogar Pogativ. Wow. Steht jetzt erst auf dem Feld drauf. Ah, was ein Pisserei. So, ja gut. Die sollen ruhig kommen, da aber gar kein Problem mit. Soll ein bisschen nach oben lenken? Ne, nach unten, komm. Wow, ein Punkt hat's gebracht. Ja, aber ist das nichts. Immer schon Level 8, ey. Ist auch krass. So, ansonsten, ja, ich hätte da oben noch ein bisschen mehr heilen können, aber ich glaube, das reicht erstmal. Okay, jetzt werfe ich zurück oder was? Geht gar nicht. Doof war. Wow! Also der Schaden ist nicht übel. Okay, Bougeron ist natürlich noch nicht so weit. Das wäre auch zu schön, um wahr gewesen zu sein. Ja, natürlich hier, da kann ich vergessen, der bringt gar nichts. Okay. Kurz zurückziehen. Bei denen wird es auch schwierig. Warte mal, dann machen wir ganz kurz einen Engage. Und gerade juckt es mich noch im Ohr. Das muss auch nicht unbedingt sein. Schildbund.
Jetzt also sage, alle für einen. Wäre eine Option. Ja, wenn sie kritet, hä? Immer ein bisschen was gibt's. Wir haben noch ihn Chakalaka. Fogado, Fogado. Ja, mal gucken, was er so drauf hat. Dann haben wir hier noch 3 Stück. Gut, der kommt eh kaum vom Fleck. Die meinen sieht ein bisschen anders aus. Um die kümmere ich mich jetzt. Hier ist natürlich jetzt die Frage. Kümmere ich mich lieber um den da. Ich würde sagen, ja. Ein frischer Dude für sie drin. Auch der reicht nicht mal für ein Level, aber Alter, bitter. Gut, Michael ist schon soweit, da haben wir schon gesagt. Wir haben Insel der Junaka. Auch wenn sie immer wieder sie ist, aber. Entschuldigung, ich hab's gerade falsch gesehen. Ja, mein Fehler, sorry, sorry. Er hat irgendwie im Kopf, dass sie ihn mit einem Hiebler macht, deswegen dachte ich gerade, okay, dann greift sie an. Das war natürlich Quatsch. Entschuldigung. Kommt nicht wieder vor. Oder vielleicht immer wieder, mal gucken. So. Und noch ein bisschen pflegen. So, mir geht's aber wieder gut. Aber eben sonst muss ich jetzt hier nicht mehr viel machen. Irgendwie erinnert mich die Map an eine aus, ich glaube, das Sacred Stones war es. Da gab es so eine Map, wo noch der Hinweis gab, von wegen, oh, hier könnten Schätze versteckt sein. Im Sand. Da muss man jedes Feld absuchen, weil da waren, ich glaube, 5 Felder mit Schätzen drauf. Bei den Schätzen hat sich echt gelohnt, weil die waren echt krass. Aber hier bekamen wir keinen Hinweis, da glaube ich auch nicht, dass es irgendwas gibt. Ach, deswegen hat er nochmal angegriffen. Ich habe mir schon gewundert, warum greift er immer jetzt Buné an, da macht irgendwie keinen Sinn. Da stärkt immer langsam sicher auf den Sack. Okay, Bushiroad muss mal hier ganz kurz The Wall machen. Einfach mal The Wall. Die Angriffe auf dich triggern, weil das sehe ich irgendwie gerade nicht so richtig, wenn er ehrlich sein soll. Er kann mit Eti und Lucina ein bisschen was machen, aber da sind mir gerade ein bisschen zu viele hier. Du könntest eigentlich hier vorschwächen, das stimmt, ja. Bunin wird sowieso so eine Einheit sein, die ich nicht trainieren werde, weil es bereits fortgeschritten entwickelt ist und so. Ich bei sowas dann sage, danke, aber nö.
Aber er hat schon Power, muss man ihm lassen. Also schlecht ist er nicht. Haben wir einen Langbogen dabei? Nee. Ah, nee, der andere. Scheiße. Ja, dann haben wir natürlich ein Problem. Wegen dem Verzerrten da. Den Verzerrten da, besser gesagt. Weil das finde ich jetzt nicht so geil. Ich meine, er kann natürlich einen von uns wegteleportieren, ne, wenn ich ganz lustig sein möchte, aber... Mal doof gefragt, aber kommst du überhaupt gegen den an? Bei Schild bauen schon cool wäre. Muss man zugeben. Das ist ein bisschen doof irgendwie. Hätte sein können, es reicht. Da unten aber nichts mehr gerade zum Unterstützen. Ah doch. Ganz aus sicherer Entfernung. Ein bisschen clever sind, gehen sie auf ihn los. Weil er weniger KP hat. Level 2 für den Oberpriester. Das ist irgendwie stärker als er aussieht, wenn er ehrlich sein darf. So, hier haben wir noch ein paar Gegner irgendwie. Keine Ahnung, woher die plötzlich herkommen. Und wisst ihr was, ich lasse glaube mal hier durch den Sand watscheln. Sollen sie doch kommen. Wir sind hier in Lauerstellung. Ich glaube, wir fahren hier unten, falls wir da unten Gegner kommen. Ich meine, wir haben hier so viele Verbündeten, aber irgendwie abhauen tun die auch nicht, wa? Weil ich kann mit denen ja nichts machen, mit den Verbündeten. Ich muss mit ihnen, mit den Wächtern sie anquatschen? Weil nur einer von ihnen wirklich von der Klasse her auch ein Wächter ist. Die anderen tun nur so. Also. Kriten müssen wir üben, Kumpel. Also mit Kriten, da gewinnst du noch keinen Blumentopf. Du. So geht das. Unsere Crit-Masterin. Okay, der Part von das Kapitel dauert doch länger, als du es gedacht hätte.
Also dachte, ja komm, machen wir 0, nix. Level 17 für Boucheron. Oh yes, Mann. Jetzt kommt er, unser künftiger Berserker. Jetzt haut er richtig rein. Alter Schwede. Das gefällt mir. Okay, du gehst mal zurück. Du kannst noch ein bisschen Puckertiefen. Ich würde sonst sagen, ich schicke die Wächter mal nach unten, um zu gucken, ob sich da irgendwie was tut. Also ich bezweifle es da irgendwie, aber... Hier sind wir auch in Lauerstellung. Okay. Jetzt gehen sie nach unten. Ich verstehe es noch nicht so richtig. Ich will jetzt keiner kriegen. Was ist das für ein Meisterschütze? Boucheron Level 17. Das gefällt mir. Jo, was hier oben so abgeht, können wir gerade weniger. Wind. Hab nichts, was ich irgendwie doppeln könnte? Nee, natürlich nicht. Ein fucking Punkt, ey. Alter, das Spiel verarscht mich gerade sowas von. Und Junak hat auch keinen Bock mehr. Ich glaube, Zelkov mitzunehmen wäre jetzt hier noch klug gewesen. Zelkov, der hätte, glaube ich, noch ein bisschen was reißen können. Der Junge. So, machen wir noch schnell Schluss. Gut. Und geredet haben wir alle. Die Wächter, warte mal, was ist hier? Die Wächter vor dem Kampf, Weltkarte, Wächter vor Kampf. Sind wir schon jetzt hier bei Kapitel 13 schon, wa? Krass! Emblem Micaiah, oh, die ist so weg. Im Kontinent Helios in einer anderen Welt, ja. Huch! Keine Gespräche, nix. Okay. Ja gut, können wir den Part schnell beenden. Freunde, ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Nächste Folge werden wir hier noch ein bisschen was einsammeln und dann, ich weiß gar nicht, zurück schnell nach Sommiel, um ein paar zu entwickeln und dann direkt weiter geht's, weil ich fand das Kapitel eigentlich von den Kämpfen, Charakteren her und so relativ easy. Das war jetzt nicht so wild. Dafür da mal gucken, ob wir Fogado, Pandreo, Bune oder Bune. Also in Bune jetzt eigentlich nicht so speziell. Er hat so eine hohe Behendigkeit, aber Geschwindigkeit finde ich jetzt für eine entwickelte Einheit sehr beschissen. Fogado hingegen, klar Stärke, hat noch ein bisschen was vor sich. Level 17 ohne Training finde ich jetzt seine Behendigkeit, Geschwindigkeit und auch die Defense, Resistenz gar nicht mal so schlecht. Wenn ich da Behendigkeit, Geschwindigkeit hochpushe, kann er mit Meisterbogen relativ gut reinhauen. Und Pandreo fand ich jetzt auch nicht schlecht, vor allem so für einen Urpriester. Magie, Behendigkeit, Geschwindigkeit ist verdammt hoch, Resistenz auch, also... Wer kann Stäbe, Bücher und vor allem Fäuste verwenden? Ich glaube, die können wir da künftig ein bisschen öfter verwenden, ne? Also ich glaube, Fogado, Pandreo, die könnte man, mit denen kann man was machen. Jo, mal schauen, wa? In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Fire Emblem. Was? Genau, Engage! Bye bye!